Salut zusammen und herzlich willkommen zur, 37. Folge von Swissinfo. Du fast Switzerland. Ich freue mich, habt ihr eingeschaltet. Und nach dem ganzen politischen Wirrwarr in den letzten Tagen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir jetzt mal auf etwas anderes zu sprechen kommen. Wobei es vielleicht gar nicht so etwas anderes ist, es ist nämlich auch eine Partei, nämlich unsere gute alte Swisscom wieder mal. Ich habe das Gefühl, es gibt einfach zwei Parteien, die ich hier am alleröftesten erwähne. Die SVP und Swisscom. Und wenn man diesen Insider nicht checkt, dann ist man kein Ask Switzerland Zuschauer. Aber jedenfalls hat Swisscom immer wieder für Ärger gesorgt und so auch jetzt, wo seit mehreren Monaten die Schweizer Bürger beklagen, sie bekommen die ganze Zeit Telefonanrufe von der Swisscom, gehen dran und dann ist niemand am Apparat. Auf dem Display steht dann einfach Test anstatt ihrer Nummer, dann geht man dran und es macht einfach tut. Gut, wegen einmal wird das natürlich nicht aufregen, aber wenn es alle 10 Minuten klingelt, dann ist es natürlich schon ein bisschen mühsam. Wir daheim sind auch an das Swisscom Festnetz angeschlossen, aber bei uns ist das Problem noch nicht auftreten. Wie steht es bei euch? Was macht ihr dagegen, falls ihr betroffen seid? Gebt mal ein paar Infos raus. Ab in die Kommentare. Und an dieser Stelle möchte ich noch schnell etwas sagen. Es gibt 3 Arten von Menschen. Gescheite Menschen, wie ich und meine Zuschauer, dumme Menschen und Versicherungsvertreter. Es gibt nichts, aber auch wirklich gar nichts, was schlimmer ist, wie ein freier Samstag und das Telefon klingelt und jemand will dir irgendwelche Krankenkassenprämienvergleich andrüllen, von denen du einfach am liebsten Ruhe hast. Das passiert bei mir die ganze Zeit, es sind die verrücktesten Leute dran. Wenn ich sage, ich buche es nicht, machen sie Adieu, lalalala. Und ich frage mich, ist der eigentlich einfach behindert? Ich meine, Versicherungen sind nicht so arm, dass sie sich für diese Aufgabe kein qualifiziertes Personal leisten könnten. Das Schlimme ist, mit diesen Leuten kann man gar nicht schimpfen, die sind in der untersten Hierarchieebene. Wenn wirklich mal ein Tritt in... Wer wirklich mal eins um die Ohren braucht, das wäre die Chefetage. Seht ihr das hoffentlich auch genauso wie ich? Ich meine, es ist wirklich zum Teil Telefonterror. Eure Meinung in den Kommentaren. Gut, und dann sind wir beim nächsten Thema. Laut einer Studie gehen immer mehr unter 18-Jährige ins Bordell. Ich glaube, die meisten wissen, was ein Bordell ist. Hey, was schaut ihr mir jetzt so an? Nein, hallo, ich brich das doch nur. Nein, ganz im Ernst, laut verschiedenen befragten Prostituierten machen deren ihre Kunden unter 18 Jahren bis zu einem Viertel von der Kundschaft aus. Ich frage mich, sind wir einfach so geil, dass wir es unbedingt brauchen, oder was? Laut verschiedenen Experten könnte der Pornokonsum bei den Minderjährigen ein Grund dafür sein, dass sich immer mehr zu diesem Schritt getrauen. Die Frage ist auch, ob weniger Jugendliche dort hingehen würden, wenn das Thema Prostitution ein bisschen weniger grosses Tabu wäre. Meiner Meinung nach müssen wir hier ganz klar etwas machen. Ich meine, wenn Pornos dafür schuld sind, dann sollte man doch dafür sorgen, dass die Eltern den Kindern das nicht mehr erlauben. Vermutlich haben sie einfach keine Ahnung, was ihre Kinder machen, weil sie sich mit dem Internet nicht auskennen. Darum raten verschiedene Sozialpädagogen, Psychologen, Psychologinnen und so weiter den Eltern an, besprecht mit euren Kindern, was sie im Internet konsumieren und redet mit ihnen darüber. Das senkt das Risiko, dass sie auf eine Pornoseite oder sonst etwas stoßen, erheblich. Die Frage ist jetzt, was denkt ihr, ist das die richtige Maßnahme? Psychologen können sich auch mal duschen. Ja. Das natürlich auch. Eure Meinung wie immer in den Kommentaren. So, und jetzt ist meine Kamera gerade zusammengebrochen. Ich habe auf die Ersatzkamera umstellen. Also nicht wundern über den qualitativen Bild- und Tonwechsel. Gut, vielleicht kennt der ein oder andere das Strassenmagazin namens Surprise. Nein, das ist so ein Magazin, das vornehmlich Obdachlose verkaufen und die Hälfte vom Verkaufspreis von diesem Magazin geht in die Tasche der Obdachlosen. Ist also an sich eine gute Sache, hat aber kürzlich für einen Skandal gesorgt. Denn wie viele andere Zeitungen finanziert sich die Broschüre auch unter anderem durch Werbeeinnahmen. Wenn also jemand irgendetwas Reklame machen will, dann kann er dieser Zeitung ein Inserat schicken, die drucken es ab und dafür bekommen sie Geld von ihr. Jetzt ist aber Anfang September ein Bild drin gewesen, das aufgefordert hat, den Roger Köppel zu töten. Wer nicht weiss, wer der Roger Köppel ist, soll es einfach schnell googlen, mir fehlt jetzt gerade Zeit, das zu erklären. Jedenfalls ist ein Schweizer Künstler namens Philipp Rauch dafür verantwortlich. Der gehört einem deutschen Kollektivverein namens Zentrum für politische Schönheit an. Aber jetzt, wo das Ganze ins Rollen gekommen ist, hat der Herr Philipp Rauch auch gesagt, nein, das ist eigentlich nur eine Einladung bzw. eine Reklame für mein Theaterstück gesehen. Wobei ich nicht ganz gecheckt habe, ob er ein Theaterstück geschrieben hat oder ob es einfach ein Theater ist, wo er mitspielt oder sonst irgendetwas, aber jedenfalls, es hat das oder etwas in dieser Art sollen sein. Trotzdem ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft gegen ihn. Es könnte ja sein, dass es hier eine Aufforderung zur physischen Gewalt gegeben hat. Ich meine, es sind 3 Wörter, ich weiß nicht, warum die Staatsanwaltschaft so lange braucht, sich dort zu entscheiden. Meiner Meinung nach ist das, egal ob der von links oder von rechts kommt, ein ganz klarer Fehlgriff und sollte auch dementsprechend bestraft werden. Und auch wenn es nur ein Witz ist, wenn man zum Beispiel sagt, tötet einen Rechten, dann ist es etwas ganz anderes, als wenn man sagt,
tötet diese spezifische Person. Der Roger Köppel hat sich zu dieser ganzen Sache noch nicht geäußert und darum macht jetzt das einfach mal ihr. Sagt mir, was ihr dazu meint. Eure Meinung, bitte sehr. Ich lade euch ganz herzlich ein, die in die Kommentare zu schreiben. So, und dann sind wir beim letzten Thema von dieser Swissinfo, nämlich eben der kleine Online-Trend. Ein schon fast 5 Jahre altes Video von SRF hat es jetzt geschafft, im Schweizer YouTube-Netz für ein bisschen Furore zu sorgen. Sie ist die Tochter von Christoph Blocher, wie sie mit ihren Angestellten umgeht. Und ja, ich denke, schauen wir einfach mal kurz rein. The beamer breaks down, you need to do a presentation. What is the first thing you think of, Mr. Bertsch? Present it on the... Ja, ja, dreamer. You dream, du. Nein. Huh, Mr. Bankert? First, the beamer breaks, what is the first time you do? The first thing you do? You Dream, du! Das finde ich super! Also, die würde ich auch gerne mal interviewen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Das bedeutet einmal mit dem Finger auf das Display drücken oder mit dem Maus-Cursor in die richtige Richtung gehen und dann im rechten Augenblick abdrücken. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Im Verlauf der Woche kommt natürlich wieder entweder ein Swissinfo oder ein Interview. Ich schaue mal, zu was ich besser im Stand bin. Und ansonsten wünsche ich euch... Nein, das wünscht mir gar nicht. Und darum sage ich es jetzt anders. Und damit... Tschüss!